Willkommen hier am Flughafen zu einem neuen X-Plane 11 Video von mir. Wir sind hier am Airport von Manila auf den Philippinen und es geht heute um ein Flugzeug, mit dem ich recht zu kämpfen habe, die McDonnell Douglas MD-82. Ich wollte mir die Maschine selber etwas näher bringen und es geht auch gut, bis auf das ganze Landeprozedere. Heute gibt es einen eher kürzeren Flug nach Hongkong und ich werde mein Bestes geben, um endlich eine gute Landung hinzubekommen. Als erstes wichtig, den Flugplan im FMC zu laden. Gefolgt vom Anschalten der Lichter. Für mich ist dieses Video ein selbstgemachter Lernprozess, denn bei der Suche nach MD-82 X-Plane 11 Videos war eher die Ernüchterung groß. Somit heißt es eher Learning by Doing und die Lernkurve geht steil bergauf. Nochmals ein bisschen frische Luft, bevor es losgeht. Achtung, aufgepasst! Wir sind jetzt wieder unterwegs. Hoffentlich dieses Mal mit einer Landung. Here we go. Die Vorbereitungen sind abgeschlossen und somit sind wir bereit aufzubrechen. Zuerst aber noch die Maschine hinter uns vorbeilassen. Ganz schön was los hier heute auf diesem cool nachgestellten Flughafen. Lange müssen wir trotzdem nicht warten bis zum Start. FMC-Schalter, um den Flugplan zu folgen. Autopilot an und das Fahrwerk einfahren. Soweit wieder einmal alles gut. Wir befinden uns nun etwa hier, als es weitergeht Richtung Reiseflughöhe. Bevor wir den mit Spannung erwarteten Sinkflug in Hongkong beginnen, will ich noch über etwas reden. Mir kommt es so vor, als gab es in X-Plane 11 letztes Jahr irgendein Update. Hier auf diesem Kanal habe ich ja ein Video gemacht, wie man den Flugplan bei einem abgespeicherten Flug fortsetzt. Mittlerweile ist es jedoch möglich, einfach den Flug zu laden und der Plan im FMC geht automatisch weiter. Ob da vielleicht mein Video etwas damit zu tun hatte? Wahrscheinlich nicht, aber träumen darf man ja mal. Immerhin ist mir dieses mögliche Update aufgefallen, als plötzlich alle meine Kamerasichten in der Boeing 737 nicht mehr abgespeichert waren. Jetzt wird es langsam wieder interessant. Der Sinkflug ist im Gange und ich will bis Sokoe eine Höhe von 4000 Fuß erreichen.
Als ich es zum ersten Mal versucht habe, war ich schlichtweg einfach zu hoch und dann lief alles schief. Mit dem Erreichen von Sokoe sind wir in etwa hier. Nun muss ich nur noch die Frequenzen für die Runway 07 links richtig einstellen. Für den Fall, dass wir doch durchstarten müssen, muss ich unbedingt wieder 4000 Fuß erreichen. Die hügelige Landschaft links wurde mir zum Verhängnis. $500, $400. Think rate. Think rate. Think rate. 100. 50. Reverse thrust! Und somit ist es nun endlich vollbracht. Meine erste Landung überhaupt in der MD-82. Nicht schlecht dafür, dass ich nur über das Flugzeug PDF geflogen bin und in etwa ähnliche Schalter wie zum Beispiel der Boeing 737 drückte. Trotzdem war es eine große Herausforderung in dieser Maschine, die mir wirklich gefällt. Zudem noch das erste Mal richtig nach Hongkong geflogen, ohne mich nur hin zu teleportieren. Großartig. Nun aber sage ich vielen Dank fürs Zuschauen. Vielleicht war es ja sogar ein bisschen lehrreich. Oder vielleicht sind ja auch wahre MD-82-Enthusiasten darunter. Hoffentlich habe ich mich nicht allzu schlecht geschlagen. Von dem her, bis ein andermal hier auf meinem Channel.